Moses hat die ganze Schäfer vom Volk rufen gelassen und sagt: Sucht große Schäfe und Kapride raus und tut sie schlachten, dass die ganze Israelitenfamilie die Ostern feiern kann. Holt einen Palmenstrauß und macht ihn nass im Blut, wo in der Schüssel ist, und streicht die Teergestelle an auf jede Seite und ewig die Teer von eurer Häuser. Und niemand soll rausgehen die ganze Nacht. Das ganze Stück Vieh mit dem Kopf, mit den Beinen und alles, was es innerlich hat, soll Gebrot geben auf der heißen Kohle. Schon fertig angezogen mit den Schuhen und dem Stock in der Hand, esst schnell das Stück Vieh. Das ist ihm Gott, der Herr, sein Ostern. Wenn der Herrgott durchgeht, für die Ägypter umbringen, sieht er das Blut an der Gestelle und lässt nicht, dass das Todesengel in eure Häuser reingeht. Um 3:30 hat der Herrgott die ältesten Kinder von jeder Familie vom Ägypten tot gemacht. Vom König sein Sohn, wo der Thron erbt, bis zum Gefangenen, wo in der Gade war sein Sohn, und auch der erste Kalb vom Vieh. In der Nacht ist der König, sein Arbeiter und die ganze Ägypter aus dem Bett gegangen. Weil im ganzen Ägypten waren Leute am Brillen und am Schreien, weil in jedem Haus war ein tot Kind. In derselben Nacht hat der König den Moses und Aaron rufen gelassen und sagt ihnen: Geht hier raus, der und die ganze Israeliten, lasst mein Land, geht euer Herrgott loben, wie der verlangt hat. Holt eure Schäfe und Kapride und euer Rindsvieh und geht fort und verlangt, dass der Herrgott mich segnet.